Ja, schön als alter Sack hier zu stehen. Fühle mich wohl, fühle mich gar nicht schlimm, gar nicht schlimm. Bin froh, ich will nicht mehr jünger sein, ist absolut gut. Den Stress mit 26, nee, kein Problem damit. Healthy Soul, unsere Serie, wo wir vor einer Zeit angefangen haben mit gesunde Seele im Jahr 2024. Und heute, wie wir schon gehört haben, mit dem Thema innere Friede trotz oder in den Stürmen von unserem Leben. Weil irgendwo ist immer Sturm. Habe ich neulich gelesen. War nicht vom SWR Meteo ein Bericht, sondern ein Bericht über die Weltlage, wo Leute darauf reagiert haben. Irgendwo ist immer Sturm. In der Welt, aber auch privat. Und darunter stand, wir leben wirklich so in stürmischen Zeiten. Mit der Frage, was braut sich eigentlich da zusammen? Wohin steuert so unsere Welt? Wenn Schiffe angegriffen werden und andere wieder zurückschießen auf die geschossen haben, terroristische Attentate, ein Rechts- und Linksradikalismus sich immer wieder mehr noch breit macht, fanatische Terrorkriege unterwegs sind, wo andere auslöschen wollen, auf ihre Fahne draufschreiben. 2 Jahre Ukraine-Krieg, Leute. Länder, die digital alles überwachen wollen und so weiter. Und das macht und kann dem einen oder anderen wirklich Angst machen. Dazu denn noch, das Boot Klima läuft irgendwie voll und wir überlegen, welche Musik wir dabei spielen, während das Boot untergeht. Die einen spielen lieber das, die anderen das und man ist sich nicht einig, wie kann das denn wirklich werden? Und im Artikel schrieb dann auch der Autor darunter, ja, wohin steuert das denn mit so Steuerfrauen und Steuermännern wie Herr Putin, Frau Meloni, Trump, Erdogan, der Geert Wilders oder dem Anarchokapitalisten Milei in Argentinien. Wohin steuert das, wenn so Menschen regieren, so Menschen den Ton angeben, so Menschen sagen, look, in die und die Richtung geht es jetzt. Wohin läuft der Kahn? Und wie läuft er weiter voll? Und die Liste ist lang, was man alles noch anführen könnte. Und das sind ja nur in Anführungszeichen die globalen Stürme, aber was mit all den Stürmen, wo vielleicht in unserem privaten Leben dann und wann auch noch da durchfegen, wie als ein Tsunami und manche Sachen überrollen und man fragt sich, wo ist unten und wo ist oben. Und wie hält man tatsächlich in so einer Zeit einen inneren Frieden? Oder ist es überhaupt möglich, in so einer Zeit einen Frieden zu haben, der über unsere Vernunft darüber hinausgeht? Ein Frieden, der uns noch mehr gibt, wie wir vielleicht überhaupt uns gar nicht für möglich halten. Wie könnte das aussehen oder wie würde das vielleicht gehen? Sturm herrscht auch in der Geschichte. Ich habe vor 14 Tagen darüber gesprochen, in diesem Sturm, wo Jesus mit seinen Freunden auf dem See Genezareth weitergeht und Jesus platt ist, müde ist und schläft. Und es stürmt und macht und tut und alle anderen drumherum haben Angst. Markus Evangelium Kapitel 4. Und sie rufen auf einmal, hey, kümmert es dich denn gar nicht, dass wir zugrunde gehen? Kümmert es dich gar nicht, dass wir zugrunde gehen, wirklich zugrunde gehen? Das ist Aussage von den Freunden von Jesus, wo er am Schlafen ist und sich erholt von all den Strapazen, die vorher waren. Ungefähr 600 Jahre vorher, in der gleichen Region, rund um See Genezareth und so weiter, in der ganzen Gegend, im Jahr ungefähr von 612 bis 589, da hat es buchstäblich auch in der Region gestürmt. Weniger auf dem See, aber politisch ist es hin und her gegangen. Wirklich eine verrückte Zeit. Damals war Babylon im Begriff, das Weltreich zu werden, aufzustehen und mit dem einen Ziel unter anderem, dieses Volk Juda wirklich auszulöschen, gefangen zu nehmen, wegzuführen. Und sehr bald sollte Juda wirklich in dieser Region konkret erleben, wie so ein politischer Sturm über sie hinwegfegte und sie in Gefangenschaft führte. Bedrängt von allen Seiten. Dieses Volk sollte besiegt werden. Look, wie soll man sagen, die Ähnlichkeiten zu heute sind nicht zufällig.
Das ist nicht zufällig. Durch all die Jahrhunderte, Jahrtausende war immer wieder Bestreben da, dass dieses Volk irgendwie ausradiert wird. Das muss weg von der Landschaft, von der Landkarte, da sollen andere hin. Und so war es genau in dieser Zeit 612 bis 580, 90 rum. Und mitten in dieser stürmischen Zeit für viele, viele Menschen tritt ein Prophet auf, ein Mann Gottes mit Namen Habakuk. Fantastischer Name, falls man noch ein Kind kriegt. Also jetzt für die nächste Segnung, Habakuk. Mutige vor, das wäre wirklich mal ein Habakuk, schon mal was anderes. Habakuk, Kollege von Jeremia und auch Hesekiel, dem anderen Propheten. Ganze 3 Kapitel findet man im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, über diesen Habakuk, wo aufgeschrieben sind. 3 Kapitel. Und das Interessante an dem Typ ist, während viele andere Propheten von Gott meistens so eine Botschaft hatten und dann in das Leben von dem Volk und von anderen hineingeredet haben, tritt dieser Prophet Habakuk auf und sammelt sehr viele Fragen und Ungereimtheiten, die in seinem Kopf sind und in seinem Volk sind, und sammelt sie und stellt sie stellvertretend vor Gott hin und stellt Gott eine Frage. Er kommt nicht mit der Botschaft von Gott zu den Menschen, sondern er geht mit seiner eigenen Botschaft zu Gott und sagt, hey Gott, ich habe da mal eine Frage. Habakuk, Kapitel 1, 2 bis 4. Und er fragte Folgendes. Ziemlich frustriert und notvoll stellte folgende Frage. Herr, wie lange noch? Wie lange noch soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? So fängt der Habakuk an. Vor Gott, frustriert und notvoll, stellvertretend für andere, stellt er sich kühn vor Gott hin und sagt, hey Gott, wie lange noch soll ich um Hilfe schreien? Ohne dass du mich hörst. Warum lässt du mich Unrecht erleben? Und warum siehst du dem Elend zu? So fängt Habakuk sein Büchlein an und schreibt die Sachen auf. Man kann so die ganze Einleitung, das erste Kapitel quasi wie zusammenfassen unter 2 Hauptsätze. Die eine Frage ist, warum? Warum? Und die zweite Frage schiebt er gerade hinterher, wie lange noch? Wie lange noch soll ich das aushalten? Und die beiden Fragen wühlten den Habakuk auf, die wühlten damals die Freunde von Jesus in dem Boot auf und die wühlen ohne weiteres auch Menschen wie uns hier immer wieder in unserem Leben auf. Was passiert in der Zeit zwischen mitten im Sturm sein, wenn man die Geschichte von Jesus und seinen Freunden da nimmt, auf dem See Genezareth, was passiert in der Zwischenzeit? Wenn du mitten im Sturm bist, und es weht und macht und tut, bis es dann vielleicht eventuell dann mal aufhört zu stürmen. Weil ich sage eventuell, weil manche Stürme gehen recht lang. Und du weißt gar nicht, wann sie aufhören. Und Habakuk wusste es auch nicht. Was passiert in der Zwischenzeit? Was machen wir da drin? Was geschieht da in unserem Leben und wie kann wirklich ein innerer Frieden denn da stattfinden? Manches, warum und wie lange noch, halt eben lange nach. Und das sagen nicht nur der Habakuk, das sagen nicht nur die Freunde in dem Boot von Jesus, das sagen auch Menschen unter uns. Es sind genau die Momente, wo du eben deinen Job verlierst zum Beispiel und du arbeitslos bleibst. Auch nach längerer Zeit, immer noch bleibst. Es sind die Momente, in denen du denkst, du führst an sich eine glückliche Ehe, eine glückliche Beziehung und dann verlässt dich dein Partner und du sitzt da und dann verstehst du die Welt auf einmal nicht mehr. Es sind so Schockmomente, wo du denkst, was um alles in der Welt ist passiert? Wo bin ich falsch abgebogen, dass es so mega kracht und stürmt? Oder die Momente, du gehst zu einer Routineuntersuchung zum Arzt und du gehst raus mit einer Diagnose und ein paar Wochen später kriegst du dann tatsächlich den Befund, um was es wirklich schwierig ist in dem Leben. Dass du eine Krankheit hast, die wirklich dich todkrank macht, todkrank. Und auf einmal erlebst du, hey, das
könnte schwieriger werden. Und dann wird es tatsächlich vielleicht auch noch schwieriger. Warum? Warum muss eine Mutter von 2 Kleinkindern, warum muss die sterben? Wie vor einiger Zeit geschehen. Warum? Obwohl wir beten und hoffen und machen und tun. Und wie lange muss ich noch für einen Partner beten oder Partnerin beten? Und habe immer noch keinen. Und wie lange muss ich das noch aushalten, dass da irgendwo keine Tür aufgeht, nicht irgendwo eine Begegnung stattfindet? Wie lang müssen wir noch für Nachwuchs beten eigentlich? Und warum? Warum? Warum wir? Warum nicht andere? Wie lange soll das noch gehen? Gott, wie lange schaust du noch zu? Oder warum, und die Frage habe ich tatsächlich auch ab und zu, warum verbreiten Menschen immer noch Lügen über unsere Kirche? Warum? Wer hat was davon? Who the heck, was soll das? Aber es gibt immer wieder welche, die meinen doch, sie müssen dieses oder jenes erzählen. Leute, es sind in solchen Momenten, wo ich manchmal denke, wenn ich Gott wäre, ich weiß, von euch denkt das ja wahrscheinlich keiner, wenn ich Gott wäre, ich würde das anders machen. Ja, ich würde wirklich manche Dinge anders regeln wollen. Ob das denn schlau ist, weiß ich nicht wirklich, aber so aus dem Impuls heraus denke ich, das kann man lösen. Gott. Und ich frage mich, warum machst du das nicht? Und vielleicht hast du auch schon mal so Gedanken und denkst einfach, ja. Jetzt sind die großen, manchmal auch schwierigen Fragen, die uns manchmal im Leben umhertreiben, und zwar alle von uns. Irgendwann in unserer Umgebung, vielleicht in unserem eigenen Leben, in unserer Verwandtschaft, Nachbarschaft und so weiter. Und ich werde nicht auf alle Aspekte von dem Warum und wie lange noch eingehen, aber ich möchte einen Fokus setzen. Wie kann man in solchen Zeiten trotzdem zu einem Frieden kommen? Wie könnte das aussehen? Wie könnte trotzdem Frieden im Leben irgendwo in deiner Seele sich breit machen? Ein Friede, wie ich schon gesagt habe, der höher ist als den Verstand, als deine Gefühle überhaupt zulassen. Und es gibt ein paar interessante Hinweise in dem Buch Habakuk. In der ganzen Bibel gibt es noch viele andere Hinweise. Aber ich möchte mit denen anfangen. Und das Erste, was auffällt, was der Habakuk im 1. Kapitel von seinem Bericht macht, ist, dass Habakuk fragt und klagt. Er fragt und klagt. Und alle seine Fragen bringt er in die Gegenwart Gottes. Gott, ich habe echt eine Menge Fragen. Ihr könnt das ganze Kapitel durchlesen. Und er fängt im 1. Vers damit an und sagt, hey Gott, ich verstehe das nicht. Warum ist das so? Warum machen die das? Das? Wie lange noch? Warum ist das jetzt? Warum müssen wir da so lange warten? Und Gott bringt das alles, der Habakuk bringt das alles in die Gegenwart Gottes und sagt, hey, ich komme zu dir, du bist die erste Adresse und ich sage dir das jetzt auch mal, was mich da alles beschäftigt. Und sie in einer Situation, die frisst ihn quasi wie in seiner Zuversicht auf. Er hat irgendwo Zweifel daran, an der Güte und am Wohlwollen Gottes. Und irgendwie hat er das Gefühl, wenn man das zusammenliest, er ist mit seinem Leid und seiner Not allein. Und er fährt sich dabei nicht über den Mund, er verbietet sich diese Gedanken überhaupt nicht. Er hat überhaupt nicht nur den Anschein davon, oh, sowas darf man ja nicht machen. Das ist vielleicht theologisch inkorrekt, Gott verlässt uns ja nie. Nein, der Habakuk posaunt das raus und sagt, Gott, ich will mich verlassen von dir. Und sagt, hey, das möchte ich jetzt mal an dich adressieren, Gott. Und dieses klare Klagen und Fragen, das erinnert mich auch an den 13. Psalm. Da heißt es, wie lange noch, Herr? Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Hier ist nicht Habakuk, der klagt, aber sehr ähnlich wie der Habakuk klagt hier David. Dieser König David aus dem Alten Testament, aus dem ersten Teil der Bibel da. Und er schreitet heraus und sagt, Gott, wie lange noch? Und er gibt offen zu, Gott, mir bricht das irgendwo über den Kopf zusammen das Ganze. Ich kriege meinen Kopf nicht mehr übers Wasser drüber hinaus. Und er schafft es nicht, seiner Situation irgendeinen Gewinn abzuwinnen. Gott, ich bin am Verzweifeln und ich sage es dir geradeaus mitten ins Gesicht. Was ich jetzt erlebe, habe ich nicht verdient.
So David. Und ich frage mich, wo du in der ganzen Situation eigentlich bist. Wo bleibt deine Hilfe? Ich fühle mich wirklich verlassen. Darf man das sagen? Offenbar, ganz viele Geschichten in der Bibel sprechen davon, dass man das tatsächlich sagen darf. David hier oder Habakkuk, die Jünger Jesu da im Boot und auch viele andere Psalmschreiber, die das immer wieder machen. Und nicht nur sie, Leute, nicht nur sie, sondern einer der prominentesten Figuren macht das ähnlich, nämlich wer? Jesus Christus. Jesus Christus macht das wirklich mal prominent, und zwar in der dunkelsten Stunde seines Lebens, als der Sturm zum letzten Mal über sein Leben drüber hinwegfegte am Kreuz. Als der letzte Sturm wirklich nochmal sich aufbäumte, da betet Jesus den Klagepsalm: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der erste Vers aus dem Psalm 22. Und wahrscheinlich hat Jesus in seiner jüdischen Tradition, wie er das gelernt hat, immer ganze Psalme auswendig gelernt als Gebete. Wahrscheinlich hat er den ganzen Psalm in seiner Todesstunde wirklich damals dann gebetet. Und interessant, Jesus entscheidet sich nicht zu einem Lob- und Anbetungspsalm, ein Dankespsalm, Halleluja, ich habe eine Mission erfüllt. Nein, am Schluss sagt Jesus: warum hast du mich verlassen, Gott? Er singt kein Lied, Praise to the Lord, nix. Nothing. Und das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Sohn Gottes wendet sich in seiner Klage an seinen Vater und hält ihm sogar die Verlassenheit vor und schreit das raus aus diesem Klagepsalm. Klagen und Fragen ist eine wichtige Zutat für Frieden, selbst im Sturm. Klagen und Fragen, und zwar an die Adresse, wo wir mit unterwegs sind, mit diesem lebendigen Gott, und sagen: Gott, ich habe da eine Frage. Klagen und Fragen, anstatt zu verdrängen und irgendwann zu verleugnen sogar. Ich begegne immer wieder Leute, die zusammen gebetet haben, auch für Heilung. Ich glaube an übernatürliche Heilung. Ich bin überzeugt davon, dass das ohne weiteres genauso möglich ist wie in den Zeiten Jesu, durch all die Kirchengeschichte hindurch. Und ich erlebe immer wieder aber Leute, wo wir gebetet haben und dies und jenes, auch für andere Anliegen, und dann ist nichts passiert. Das passiert nämlich auch. Dass manchmal nichts passiert, man krank bleibt. Oder Menschen sogar, liebe Menschen sogar sterben, eben wie die Mutter von den Kindern. Dass das dann irgendwie, ja, vielleicht hätten wir mehr beten sollen, vielleicht hätten wir ja noch mehr fasten sollen, aber vielleicht wir beten nächste Woche dann nochmal. Und das kommt schon irgendwie gut. He? Irgendwie kommt das schon, es dient alles irgendwo zum Besten, weil kommt gut, gibt Mut oder irgendwie so. Und dann denkt irgendwie, aber das ist ja gar nicht gut, der ist ja immer noch krank. Also wenn ich das hier nehme und bete dafür und eine Woche später, und einen Monat später, ein Jahr später ist immer noch krank, ja, dann ist er immer noch krank. Dann kann ich nicht einfach so tun, als wäre das noch irgendwie, ich muss ja irgendwo mit dem leben, dass da vielleicht nichts passiert ist. Und das einfach zu verdrängen, finde ich wirklich fatal. Das ist ungesund für eine Seele. Manche werden dabei sogar zynisch und kommen dann auf einen ganz anderen Trip und sagen: ach, weißt du was, mit dem Gott und Gebeten, und das ist ein Humbug, vergiss es. Und sagen: Leute, ich will nichts mehr damit zu tun haben, mit dem ganzen Klump. Und ich kenne genügend so Leute, wo irgendwo gesagt haben: das ist doch Firlefanz, das ist einfach, die reden sich da rein. Und du siehst doch, die meisten sind doch alle noch krank und so weiter und so fort. Ich finde fatal, dass Leute sich dazu entscheiden. Vollkommen fatal. Weil die Bibel ist voller Realitäten und sie lehrt uns das ziemlich deutlich, dass es diese Dinge gibt, beide Seiten. Dass beide Seiten sich wirklich da real in der Bibel widerspiegeln. Nämlich das Wunder und auf der anderen Seite eben auch kein Wunder. Und die Bibel hält uns ein bisschen auch in der Spannung von, es gibt Vollkommenheit und dann aber ist noch nicht alles vollkommen, ist auch noch vorläufig. Ist noch nicht alles da. Nur ein paar Beispiele. Jesus geht umher. Im Johannes-Evangelium, das heißt, wurden Menschen geheilt, wurden Menschen befreit. Blinde sahen auf einmal, und der Prophet Johannes, er hat auf einmal Zweifel. Er weiß nicht mehr, ist das wirklich der Messias, der da angekündigt ist, oder wer bist du? Und er schickt seine Freunde hin zu dem Jesus, um nochmal nachzufahren. Bist du wirklich der, auf den wir warten und so weiter? Und Jesus macht eine interessante Antwort. Wirklich eine interessante Antwort.
Das heißt im Lukas-Evangelium, in jener Stunde heilte eben Jesus viele von Krankheiten und so weiter. Und dann kamen die Freunde von Johannes und sagten, ja, geht zurück zum Johannes und erzählt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Bla, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das gute Evangelium verkündigt und selig ist, wer mir keinen Anstoß nimmt. Die Jünger gehen zurück zum Johannes und erzählen ihm das Ganze. Aber wenn man aufmerksam hinliest, was Jesus da sagt, dann ist das ein Affront in meiner Hinsicht. Weil Jesus erzählt dem Johannes, hey, Blinde werden sehen, Lahme gehen, hey, gute Nachricht für Arme und so weiter und so fort. Aber ein Teil aus dem Zitat aus dem Alten Testament, wo er hier zitiert, lässt Jesus aus. Nämlich, dass Gefangene frei werden. Und wo sitzt Johannes? Im Gefängnis. Was sagt er dem Johannes anstatt von dem? Selig ist, der keinen Anstoß an mir nimmt. Autsch. Das sagt Jesus ihm. Andere Geschichte. Johannes wird nicht mehr freikommen, wird sterben. Und trotzdem werden andere gesund. Andere Geschichte, Petrus. In der Apostelgeschichte. Petrus wird gefangen genommen. König Herodes hat große Freude daran. Er sieht, dem Volk gefällt, dass das Christen verfolgt werden, holt den Petrus ins Gefängnis, legt ihn in Ketten und so weiter. Dann heißt es in der Apostelgeschichte, dass die ganze Gemeinde betete. Vollgas, wir beten, dass der Petrus wieder freikommt, dass er bewahrt wird, dass er Ausdauer hat, dass er was zu essen hat, weiß der Geier was. Sie haben gebetet, wirklich, dass die Wände wackelten. Und was passiert? Tatsächlich wackelten die Wände. Ein Engel des Herrn trat zu ihm, Apostelgeschichte 12. Und Licht erstrahlte im Finsternis. Er stieß Petrus an die Seite, weckte ihn, sprach auf, steh eilends auf. Da fielen ihm die Ketten von den Händen. Das ist die Story von Petrus. Und ich sage euch was, die liebe ich. In der Dunkelheit kommt ein Licht. In der Dunkelheit kommt wirklich dieser Engel und hilft. Und die Ketten fallen ab. Ein paar Verse vorher lesen wir, dass auch der Jünger Jakobus vom König Herodes ebenfalls ins Gefängnis geworfen wurde. Und er wurde nicht vom Engel befreit, sondern es heißt da einfach, dass er durchs Schwert ermordet wurde. Da steht 2 Verse vorher. Die Bibel hält uns in der Spannung drin, Leute. Und sagt, ja, für die einen passiert das so, aber nicht unbedingt für alle. Klagen und Fragen. Klagen und Fragen, ja, das dürfen wir. Und das ist gesund, dass die Bibel uns in dieser Spannung hält. Und sagt, gib beides. Beides ist möglich. Und deswegen bete ich immer noch für Kranke und hoffe und bete darum, dass Heilung passiert. Aber ich verleugne es nicht und tue es auch nicht einfach verdrängen, wenn Heilung nicht passiert. Ich leide weiter mit. Ich freue mich mit denen, die gesund werden und leide mit denen, wo es noch nicht ist. Das hört zu der Realität drin. Und das ist gesund für unsere Seele, dass wir das lernen auszuhalten. Auszuhalten in den Zeiten, wo es nur noch hin und her geht. Zurück zu Habakuk. Er fragt und klagt und dann macht er Folgendes. Kapitel 2, Vers 1. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Und dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage reagiert. Ich will auf meinen Wachturm, einen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Und dort will ich abwarten, was der Herr mir sagt. Was macht er? Warten und hören. Warten und hören. Das ist eine der Fähigkeiten, wo ich ganz ehrlich zugebe, das fällt mir schwer. Ich habe das schon mehrmals erzählt mit Warten und ich möchte das auch nicht mehr ausführen. Ich warte sowieso nicht gerne, ich finde das mühsam. Könnte alles viel schneller gehen, finde ich. An Kassen, auf der Autobahn und im Verkehr und hier. Es ist wirklich nicht. Ich bin immer wieder herausgefordert. Meine Frau sagt mir das jedes Mal, wenn ich irgendwo im Stau stehe oder wieder eine falsche Kasse genommen habe, weil ich so lange anstehe. Und ich sage, Ralf, das wirst du noch so lange erleben, dass du das endlich mal lernst. Und ich finde, sie hat total Unrecht. Das ist ein Quark, das ist dumm, das stimmt nicht. Ich kann dir nichts damit anfangen. Warten und hören. Leute, das ganze Kapitel 2 von dem Habakuk macht der Typ nichts anderes, der wartet. Der wartet und hört zu.
Und Gott redet zu ihm. Und er redet nicht eine tolle Sache zu ihm. Er sagt, look, das mit dem Babylon, das wird wirklich passieren. Aber er hört zu. Er wartet und hört zu. Abwarten und zuhören, look, ist definitiv nicht leicht. Aber ich glaube, es ist eine extreme wichtige Sache für eine gesunde Seele. Gott sagt ihm hier in Habakuk 2, hey, warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Manche Pläne in unserem Leben werden nicht in Erfüllung gehen und wir warten noch immer darauf. Und manchmal denken wir, Gott hat die Kontrolle nicht mehr darüber. Nein, Gott hat sie immer noch, Gott hat immer noch den Überblick darüber. Aber das Warten fällt uns manchmal schwer. Ich warte heute noch auf Antworten, wo ich Gott vor Jahren gestellt habe. Und denke, Gott, ich fände es schon mal schön, wenn ich irgendwo da einen Lichtblick von dir sehen würde. Und Gott sagt, warte ab, hör zu, habe ein offenes Ohr. Lese mit dem Wort, hör zu. Die Fähigkeit zuzuhören und zu warten ist für eine seelische Gesundheit in Zeiten von Sturm elementar wichtig und kann wirklich zum Frieden führen. Aber es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Jedenfalls für mich. Eine der wichtigsten Sachen, wo ich entdeckt habe in den letzten Jahren, ist, mir hilft es enorm zu wissen, dass andere auch das Phänomen haben vom Warten müssen und hinhören und noch keine Antwort haben. Und irgendwo kann ich mit den Menschen relaten und zusammen sehen, ja, das habe ich auch. Und manchmal hilft gemeinschaftliches Warten umso mehr. Ich bin froh um Menschen um mich herum, die mit mir warten und mit mir hören. Und manchmal für mich sogar hören und sagen, hey, komm, vielleicht ist das ein Hinweis auf deine Wartezeit momentan, auf dein Klagen und Fragen. Klagen und Fragen, warten und hören. Und im letzten Kapitel, Kapitel 3, reagierte Habakuk wieder. Er hat ein ganzes Kapitel geschwiegen, das heißt in Habakuk 3, Vers 2, O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre offenbar dich und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Und so fängt das dritte Kapitel an, nachdem er ein ganzes, wie gesagt, Kapitel gehört hat. Und fängt an damit, O Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre, in der Jahre, wo sie jetzt drin sind, in dem mühsamen, schwierigen Zeugs und so weiter, wo wirklich für das ganze Volk anstrengend war. Was macht der Habakuk? Er betet, belebe dein Werk um Erweckung. Er betet für Erweckung. Er sagt, belebt das doch nochmal. In dem ganzen Kapitel erinnert er sich an frühere Taten Gottes und sagt, hey, das war da, in dem Ort ist das gemacht und da und das. Und er betet, hey Gott, belebt das doch nochmal, lass es doch nochmal aufleben. Ich weiß, wir haben es nicht verdient, deswegen betet um Barmherzigkeit. Ich weiß, wir haben es nicht verdient, aber bete darum. Erweckung ist Gottes Werk. Und unser Job ist dafür zu beten. Auch wenn wir es nicht verdient haben. Hey, belebt dein Werk in mir, in uns, in dieser Stadt, in dieser Region. Lass uns doch mal sehen, Gott, dass du hier so am Werk bist und unterwegs bist. Er erinnert sich in diesen Zeiten vom Sturm an die Dinge, die Gott gemacht hat. Und Leute, sich erinnern und zurückschauen, ist enorm hilfreich, wenn du mitten im Sturm bist. Und das kann, ich sage nicht, das muss, aber das kann wirklich zum Frieden bringen. Aber was der Habakuk im 3. Kapitel macht, ist das. Er hofft und vertraut. Er hofft, deswegen betet er. Und er vertraut und sagt, Gott, ich gebe dir mein Leben dahin. Ich warte darauf, dass das nochmal passiert. Und dann holt er zum Schluss vom 3. Kapitel nochmal aus und schreibt Folgendes. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben und obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil, der Herr, der Allmächtige ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Da landete der gute Habakuk am Schluss. Obwohl der Getreide nichts ist und wir wenig haben oder gar nichts haben. Gott am Schluss, ganz am Ende sage ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen, will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Und das halte ich fest und das proklamiere ich und sage, Gott ist mein Heil. Ich sehe die vertrockneten Feigenbäume.
Ich sehe die Bäume, die noch keine Blüten tragen. Ich verdränge das nicht. Ich sehe die Schafställe und die Kornfelder, wo noch nichts wächst. Ich verdränge das nicht, Gott. Und trotzdem preise ich dich als Gott, mein Heil. Und das ist ein Entscheid zum Schluss, wo der Habakuk hinkommt. Guck, im Kapitel 1, da zweifelt der Habakuk. Er klagt und fragt sich, hey, wo ist die Güte Gottes? Im Kapitel 2 ist er still, hält den Mund, wartet und hört. Und im letzten Kapitel umarmt er die Güte Gottes und sagt, nein, trotz allem, ich halte an dir fest, Gott. Der Name Habakuk hat eine interessante Bedeutung. Habakuk heißt zum einen kämpfen. Kämpfen. Und Habakuk kämpft mit Gott. Er ringt, er bringt seine Klagen dahin. Er hält den Mund nicht. Er sagt, look, ich will wissen, Gott, ich ringe mit dir. Aber er hat noch eine zweite Bedeutung, der Name Habakuk. Und der heißt umarmen. Kämpfen und umarmen in Zeiten vom Sturm ist elementar. Kämpfen mit dem Gott, der letztlich die Kontrolle immer noch hat. Und auch wenn Dinge hier schief laufen und schwierig sind. Und die Güte Gottes wieder umarmen lernen und sagen, Gott, ich umarme dich, ich lass dich nicht los. Du bist mein Feld und ich pack dich jetzt und mit dir gehe ich weiter. Kämpfen und umarmen. So wichtige Elemente für einen gesunden Glauben. Aber das ist der Deal hier zum Schluss. Schau, Kapitel 1, das Klagen und Fragen. Und Kapitel 2, die führen zu Kapitel 3. In den Tälern, in den Stürmen von unserem Leben können wir einen Glauben lernen, der kämpft und zum Schluss umarmt, egal wie es rauskommt. Kapitel 1 und 2 hören dazu. Manche springen zu schnell auf Kapitel 3. Lobe den Herrn. Ja, das andere hört auch dazu. Und in dem lernen wir, Gott wirklich zu umarmen in den tiefsten Nöten, in den fürchterlichsten Stürmen. Gott ist unser Heil. Ich möchte die Predigt aufhören, dann möchte ich euch bitten, aufzustehen. Und ich bin mir sicher, jeder von euch kennt irgendwo Menschen, und vielleicht bist du selbst betroffen, wo Stürme gerade erleben oder erlebt haben, in den Fragen drinstecken von wie lange noch und warum Gott. Und ich möchte die nächste 1 Minute einfach dafür nehmen, dass du still an deinem Platz für die Menschen einfach beten kannst. Und wenn du ein Mensch bist, der selbst die Fragen mitgebracht hat und der momentan im Wartemodus ist, im Hörmodus und dir fällt es auch schwer da drin, dann lade ich dich ein, unser Gebetsteam ist hier, da vorne von dir aus genau auf der linken Seite. Und lass einfach dich segnen, dass Menschen mit dir warten und hören. Vielleicht hören sie was für dich. Lass dich segnen. Es gibt nichts Heilsames, Leute, sich jetzt selbst einzugestehen. Ich brauche einfach Unterstützung da drin. Und die Bibel ist voll von Menschen, die das immer wieder in Anspruch genommen haben, gesagt haben, ich klage, ich schreie zu Gott. Gott, hast du mich verlassen? Und das posaune ich heraus. Das wollen alle hören. Kein Problem. Gott hat kein Problem damit. Und dann lade ich dich ein. Geh zum Gebetsteam. Lass einfach für dich beten, dich segnen. Ist nichts Peinliches. Nichts Peinliches. Aber das Angebot, wo ich dir machen möchte. Und jetzt nehmen wir uns eine Minute Zeit, wo du einfach für andere, heute Morgen lade ich dich ein zu beten, die vielleicht gerade in so einer Phase drin sind. Gott, du hast jetzt alle Gebete gehört und du weißt, alle Menschen, wie wir alle gebracht haben jetzt, und wir legen das bei dir hin. Und wir beten für einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Wir beten für Antworten für Menschen, die so lange schon warten. Wir beten für Heilung für Menschen, die so danach trachten. Wir beten für neue Kraft. Wir beten neue Kraft auch für uns, um dich zu loben und zu sagen, du bist der Gott meines Heils, dich umarmen wir. Hilf uns dabei, Jesus, fällt uns manchmal so schwer. Ich möchte beten, dass du an der Zeit jetzt noch weiter zu uns redest und uns auch selbst in den Arm nimmst.
zeigst und deutlich machst, du bist bei uns hier. Danke für deine Gegenwart hier. Wie gesagt, das Gebetsteam ist da vorne. Du kannst da hingehen. Wir haben noch eine kurze Zeit, wo wir miteinander worshipen und beten, den Gott besingen, unser Herz bringen und sagen, Gott, du bist mein Heil.